So, hallo zusammen, ein neuer Part Witcher. Wir sind gängig noch auf der Suche nach der Grace. Ceris? Ceris ist sie, Ceris, ja. Ich muss den fragen, da. Hä? Nee, die Frau. Ah, das Mädchen vielleicht. Nimm mich mit. Woher? Willst du mit mir mitkommen? Sei gegrüßt. Einen Monat lang kaum eine Menschenseele. Und dann kommen die Gäste von weit her wie ein warmer Sommerregen. Bist du müde, Reisender? Hungrig? Ich suche Ceris, die Tochter des Jarl an Kret. Knapp verpasst. Das Mädchen war soeben hier. Wohin ist sie gegangen? Wollte etwas über die Kindheit des Jarls wissen. Ich sagte ihr, dass sie Bergthora und Eirik fragen muss. Ja. Wer ist das? Wir sind Bergthora und Eirik. Vor vielen Jahren stand Eirik dem alten Jarl nahe. Der Jarl hat ihm geholfen, Bergthoras Herz zu gewinnen. Sie wohnen am Ostrand des Dorfes. Okay. Kann ich grad gucken. Pass auf dich auf. Sei gesegnet und gib Ceris meinen Segen, wenn du sie siehst. Okay. Für den Clan Thyrsen. Das Blut der Am Ostrand des Dorfes. Kannst du Forellen von Seitlingen unterscheiden? Norden, Ich hätte einen Festländer. Osten ist der. Schätze ich mal. Und da ist noch Anschlagtafel. Und ein Händler. Und das nehmen wir doch alles mit. Nils verschwinden. Ist einer verschwunden, hä? Gehen wir den suchen. Gut. Gehen wir den suchen. Da ist noch ein Händler. Da ist er. Hier. Hallo. Kauf mal. Was hast du Schönes? Ach, verdammte Axt. Du siehst nicht aus, als könnte man mit dir feilschen. Ah, Kartenspielen könnt ihr auch noch mit dem. Zeig, was du hast, dann sehen wir weiter. Hättest du mal im Rutti ein Gewinn gemacht? Das war cool gewesen. Was ist das für ein Buch? Die nehme ich Rutti. Was ist das für ein Fisch? Oh. Das nehmen wir. Ach eben, Pfeifisch, die Fische sind gut. So, sind wir wieder raus. Bier kannst du haben. Das brauche ich nicht. Ah. Gut. Jetzt tue ich noch einmal das Gewinn machen mit dem. Ich weiß noch nicht, ob ich etwas von dir kaufen werde, aber ich würde gerne eine Partie Gwent mit dir spielen. Schauen. Was ich jetzt für eine Karte bekommen vorhin? Nehme ich noch Hunger. Monster. Den habe ich bekommen, da. Den da. Ja, aber warum so eine doofe Karte? Ah, aber jetzt kann ich mit denen spielen. Du. Oh, jetzt wird es spannend. Jetzt wird es lustig. Klirrende Kälte. Wähle einen Anführer aus. Oh. Kaiser von Nilfgaard, ich nehme den. Ja. Ich probiere es mal mit diesen Karten. Das ist das erste Mal, wo ich jetzt gutes Wetter. Das wollte ich.
Siehe, 2 neue. Was wäre es? Da, Angebot. Oder, oh. Ja, mal schauen, vielleicht schaffen es. Da. Auf hat er. Das ist ein kleiner Seichtum. Au. Du. 20, nicht passen. Ja, jetzt hoffentlich. Dein Gegner passt. Bist ja du des Wahnsinns? Ja, dann tue ich nur den her. Gut. Ich bin dran. Also, jetzt tun wir alles in die Runde gehen. Das könnte funktionieren. Oh, du. Oh, starke Karten hätte du weg. Oh! Das ist ein Sack. Das ist ein Ratte, ehrlich. Jetzt kann ich einen rauslesen. Den wollte ich. Ah, tipptopp. Eine 10 schon. Es könnte länger, es könnte tatsächlich länger. Jetzt kann er nämlich noch eingefrieren. Ich kann ihn noch eingefrieren. Dann gibt es 15 Punkte weniger. Nein, er hat einen gehabt. Er hat einen gehabt, Scheisse. Kann ich jetzt die nicht? Nein. Hä? Wieso kann ich die nicht nehmen? Scheisse. Wo jetzt? Nein, wieso habe ich die nicht nehmen? Ja, jetzt habe ich verloren. Ich habe verloren. Schade. Also. Jetzt bin ich nicht ganz nachgekommen, wieso dass ich die nicht nehmen konnte. Ja, no, also. Es regnet. Zieh deine Tunika an. Es ist. Es regnet Ragnarok auf uns. Vielleicht haben wir mal wieder Glück. Ist das da da?
Ah, da ist er. Komm da drüber. Ah. Mensch, was für ein Schwert. Grüß dich. Ich suche jemanden. Da hast du Glück. Ich bin zwar vergeben, aber das Dorf ist voller hübscher Mädchen. So ist es eigentlich nicht gemeint. Hübsche Mädchen, sagst du? Wo denn? Ob eine mir die Insel zeigen würde? Naja, da gibt es Weja. Sehr niedlich. Fassbinders Tochter. Obwohl, nee, die hat Zähne wie Angelhaken. Deborah vielleicht. Ein feines Mädchen. Gerade Zähne. Hat aber ein Geschwulst unter dem rechten Auge. Maja hat ein liebliches Gesicht. Wenn nur ihr rechter Fuß keinen Knochenfraß hätte. Ach, Mumpitz. Wenn ich's mir überlege, ist keine besonders ansprechend. Ist ein Deutsch. Ich suche Ceres. Dieses dürre Ding. Schöne Rehaugen entstammt einer ehrbaren Familie. Aber hager wie ein wandelnder Ast. Ich weiß nicht, wo sie ist. Und ihr Vater... Ha, der alte Krach soll ruhig bleiben. Kein Mädel von den Skelligen stirbt auf ihrer eigenen Insel. Also gut. Sie war vor ein paar Stunden hier. Sie wollte mit meinem Mann Eirik sprechen. Sie sollten am Strand auf der anderen Seite der Insel sein. Danke. Pass auf dich auf. Viel Glück bei deiner Suche. Gut. Können wir gerade schauen? Hä? Was? Hä? Bald gibt's Pfützen. Was ist da? Oh. Auf der anderen Seite der Insel ist das weit weg. Nein, das ist nicht weit. Da gehen wir schauen. Hallo? Ja. Aber da komme ich auch nicht über den Berg, he? Schätze ich mal. Unter kehren, Weg nach. Hier. Also die Inseln, die gefallen mir schon wie am Morgen. Also es ist wirklich gut gemacht. Ah, hier. Pilz. Kartoffelmoist. Oh, hier. Haben sie Probleme mit. Verfluchte Moire Diabler. Schwärmen rum wie Fliegen auf einem Scheißhaufen. Den haben wir es aber gezeigt. Wir? Du saßt die ganze Zeit auf diesem Felsen und hast um Hilfe geschrien. Hätte ich dich nicht gewarnt, wärst du jetzt Fischfutter. Ah ja, es ist in Ordnung. Danke für deine Hilfe. Hilfst du mir nochmal? Oh, muss ich drüber nachdenken. Noch viele Fische zu fangen und Netze zu flicken heute. Keine Zeit für Kämpfe. Keine Ertrunkenen dieses Mal. Es geht um Ceres. Ich suche sie. Hübsches Mädel. Ganz klar aus einem guten Clan. Hab sie hier zurückgelassen, als ich rausgefahren bin, um den morgendlichen Fang zu holen. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte? Will's eigentlich keinem Fremden sagen. Aber wir haben zusammen unsere Haut riskiert. Ist zum alten Haus von Udalriks Familie gegangen. Dort, auf dem Hügel. Okay. Hat sie gesagt, was sie wollte? Oder hat sie nur die Aussicht bewundert? Sie hat nach unserem Jarl und seiner Familie gefragt. Gut, also. Danke. Leb wohl.
Da wird ein bisschen lauter da. Ah, da ist auch noch einer. Auf dem Hügel. Geht oben irgendwo auch, hä? Schätze ich mal. Kann man nicht tauchen? Heute. Ja, ich muss da oben durch. Ja. Ich muss einen Weg noch. Sieht nicht danach aus, dass ich da schon hochkomme. Hier hoch. Aber jetzt noch ein Häuschen habe ich gesehen. Was ist da? Ah, hier. Hier geht's hoch. Ah, dort oben. Das ist so ein Häuschen da. Kann ich da mit dem Ding sicher? Ja. Sind das die Pfeile, hä? Pfeile, sind das gewesen? Ich könnte eigentlich mal so ein paar Pfeile ausrüsten. Ja, mal die ausrüsten. Hallo? Jemand daheim? Jemand zu Hause? Halt! Hier stimmt was ganz und gar Oh, nicht. das tönt gefährlich, ja. Hat er nichts. Oh, Frische Fußspuren. Vielleicht von Ceres. aha. Da ist noch Kiste. Wasserflasche. Oh. Was tönt da? Oh, was ist denn da? Ein Schlüssel. Ein Kauerschlüssel, gib. Ein Kauerschlüssel. Wo geht's denn da in Kauer? Ah, sie haben noch Spuren. Oh. Ceres. Oh. Ohnmächtig. Ich muss sie hier rausbringen. Was ist passiert? Wo bin ich? Oh, mein Kopf. Der tut so weh. Hast einen Schlag auf den Kopf bekommen. Geralt, warum bist du hier? Ich suche dich. Dein Vater macht sich Sorgen. Ich bring dich nach Hause. Ich gehe erst, wenn ich Udalrik geholfen habe. Das Schwert. Wo ist das Schwert? Ich muss zurück. Du gehst nirgendwo hin. Ich hab dich gerade erst halbtot hier rausgeholt. Ich muss... Du musst mir erzählen, was passiert ist. Warum bist du da reingegangen? Ich wollte Udalrik helfen. Klar, er hat sich etwas merkwürdig benommen, aber ich weiß nicht, wie ihm dein Spaziergang durch ein Geisterhaus geholfen hätte. Hätte ich das Schwert gefunden. Was hat es mit dem Schwert auf sich? Das ist Brokvar, das Ahnenschwert von Udalriks Clan. Ich brauchte es, um den Fluch von Udalrik zu nehmen. Welchen Fluch? Lange Geschichte. Vor vielen Jahren haben sich Udalrik und sein jüngerer Bruder um das Schwert gestritten. Nach der Tradition gehört das Clanschwert dem erstgeborenen Sohn, Udalrik. Aber sein Vater hat es seinem jüngeren Bruder Aki vermacht. Oha, eine schwere Beleidigung in dieser Gegend. Schwer genug für Udalrik, um ein heiliges Gesetz der Skelligen zu brechen. Er hat die Entscheidung des Vaters öffentlich hinterfragt. Das konnte der alte Jarl wohl nicht durchgehen lassen. Sie haben Udalrik an einen Pfahl gebunden und bis zur Hüfte im Meer versenkt. 3 Tage lang. Und danach sind Aki und er fischen gefahren.
Die Fahrt ist wohl nicht gut ausgegangen. Richtig. Es gab einen Unfall. Ein Sturm brach los und Aki ging über Bord. Udalrik hatte mit den Segeln zu tun und seinen Bruder erst gehört, als es zu spät war. Hörte ihn nicht oder wollte ihn nicht hören? Manche Insulaner hatten dieselben Zweifel, aber niemand hat sie ausgesprochen. Okay. Was willst du mit dem Schwert machen? Ich glaube, Akis Geist will es zurückhaben. Der Geist des Bruders? Seit ich denken kann, hat das Inselvolk in Udalrik immer den Auserwählten gesehen, zu dem die Götter sprechen. Das habe ich auch mal geglaubt, aber jetzt, angesichts bestimmter Umstände, er ist einfach besessen. Und es ist sein jüngerer Bruder, der ihn heimsucht. Gewagte Theorie. Bricht nicht allein der Gedanke daran ein Gesetz? Mir egal. Ich glaube nicht an Gespräche mit Göttern. Hast du ihn mal gesehen? Er ist mit Narben übersät. Ich dachte, die hätte er sich in Schlachten verdient. Wenn du den Zwist mit sich selbst als Schlacht bezeichnest. Ich habe ihn gefragt. Er sagte, die Stimmen befehlen ihm, sich selbst zu verletzen. Zum Ruhm der Götter. Das glaube ich nicht. Das sind nicht die Götter. Das ist Aki. Du meinst, Aki rächt sich, weil Udalrik ihn hat sterben lassen? Ich habe mit Hjord gesprochen. Der schwört, dass Udalrik erst seit Akis Tod Stimmen hört. Und ich glaube nicht, dass Hjord falsch liegt, denn er kennt die beiden von klein auf. Vielleicht lässt Aki von Udalrik ab, wenn wir ihm Brokwa geben. Keine schlechte Idee. Vorausgesetzt, wir haben es mit einem Geist zu tun. Aber irgendetwas stimmt da nicht. Was denn? Aki ist auf See ertrunken, sagtest du. Aber es spukt hier in diesem Haus. Aki und Udalrik haben hier beide gelebt. Vielleicht deswegen. Danke für deine Hilfe, Geralt. Aber ich muss das Schwert holen. Kommt nicht in Frage. Ich hole es. Wirklich? Danke. Dann kann ich zu Udalrik gehen. Nein, du bist zu schwach. Vielleicht kippst du unterwegs wieder um. Warte hier. Wir gehen zusammen. Genau. Ich bin auch gerade etwas am Messer gerade. Sorry. Jetzt muss ich da irgendwie in Kaurachen schauen, gell? Schätze ich mal. Da ist noch eine Truhe. Da bin ich schon drinnen gewesen, oder? Ja. Gut, ich schaue, wo das in Kauer geht. Ja, ich muss nach Spuren suchen. Oh. Weil sehe ich noch etwas irgendwo. Da, jetzt eine Kauertür, schau. Aufgeschlossen. Gut. Oh. Muss ich auch ein Geisterraum montieren, oder? Montieren das Geisterraum. Das ist sicher ein Geist da. Das. Ja, da sehe ich schon etwas. Oh, das Schwert. Ja. Oh, der Schatten. Was war denn das? Anzünden. Zünd mal da. Sehe ich etwas. Was ist das für ein Schwert? Ich will mal schauen. Ah, das kann ich nicht ausrüsten. Das ist Ah, das sind die Aufträge.
Da, Questgegenstände, das. Das kann ich nicht ausrüsten. Okay. Was ist denn da noch? Werwolffleisch. Hier hoch, ne? Ah. Wo ist die hier außen? Hast du das Schwert gefunden? Ja, ich hab's. Gehen wir. Also, nach dir. Okay. Du und mein Vater. Ihr wart mal Freunde, nicht? Ich hoffe, wir sind es noch. Aber... Also, ich habe gehört, dass ihr euch zerstritten habt wegen irgendwas. Oder irgendwem. Meinst du die Geschichte mit Jennifer? Das ist schon lange her. Es war, bevor dein Vater deine Mutter getroffen hat. Aber du und Jennifer kanntet euch schon. Tja, mit Jen waren die Dinge nie in trockenen Tüchern. Was ist an ihr? Was zieht dich zu ihr hin? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich einfach nie für Bequemlichkeit und Ruhe entschieden. Und was bedeutet sie dir, die Zauberin? Jennifer, nicht? Du hast ja Schwerter auf dem Rücken. Ceris, was willst du mit mir reden? Ah, Wo ist Jennifer? Ich weiß nicht. Warum fragst du? Ich staune nur, dass sie dich alleine hat herkommen lassen. Wie meinst du das, lassen? Nichts. Gar nichts. Ich hatte nur den Eindruck, dass sie dich nicht gern aus den Augen lässt. Schau, da sind sie. Schrecklich hell hier draußen. Schmerzt in den Augen. Die frische Luft wird dir gut tun. Die Götter werden nicht erfreut sein. Jarl, unsere Gäste, weißt du noch? Was ist mit deiner Hand passiert? Ich habe sie den Göttern geopfert. Vergib ihm, Jarl. Geralt muss noch mehr über unsere Bräuche lernen. Wir auf den Skelligen stehen den Göttern nahe. Und je näher man sich ist, desto größere Opfer bringt man. Das größte und reinste Opfer, das man bringen kann, ist das Erdulden von Schmerz und Leid. Die Götter zu hören ist ein Geschenk, kein Opfer. Diese Stimmen, die du hörst. Die Götter, ihre Stimmen. ja. Es ist wahrscheinlicher, dass es hier um deinen toten Bruder geht. Ich habe Geralt von Aki erzählt. Wir glauben, dass die Götter dir wegen deines Bruders zürnen. Du musst dich entschuldigen. Und zwar bei Aki. Ich wollte nicht. Aki ist ins Wasser gefallen. Die Götter werden wütend sein. Wütend, dass du mit deinem Bruder Frieden schließen willst? Sind die Götter der Skelligen so grausam? Sie sind gerecht. Die Gerechtigkeit verlangt, dass man den Toten gibt, was ihnen gehört. Was soll ich denn tun? Weißt du noch, wo Aki ins Wasser gefallen ist? Am Ostende der Insel, vor der Bucht. Die Strömung hatte uns zu Ululas Nadel getrieben. Dort ist es gefährlich. Die tückischen Strudel kosten immer wieder Seeleuten das Leben. Wir müssen hinsegeln. Akis Geist wird nicht ruhen, ehe das Schwert zu ihm zurückgekehrt ist. Nein, 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 nein! Die Götter werden zürnen. Ich spüre es. Keine Angst, Jarl. Die Götter lieben dich und haben Aki geliebt. Bestimmt wünschen sie dies. Vielleicht kann ich hinsegeln. Das Schwert muss zurückgebracht werden.
Aber wer das tut, ist nicht entscheidend. Wonach soll ich suchen? Trug Agi etwas, woran ich ihn erkennen kann? Etwas, das die lange Zeit unter Wasser überstanden haben kann? Ja, den Ring unseres Clans. Das müsste reichen. Ich breche auf.